Goedemorgen allen. Het is een zegen hier van jou om Vatertag te zijn. Het is een zegen dat we weten, we hebben een plaats waar we ons thuis voelen en God worshiping en aanbidding. Je manche van hier en ander, dat zeer veel weer. Vandaag zijn ze Father's Day. En zo, we zijn, meeste wat hier zijn, we zijn voerders. En ik geloof dat is graag wat het meint. Voerders zijn even kinderen. En wanneer we ons dan aanloten dat we kinderen hebben en verantwoordelijk zijn. En wellicht dat komt dat we verantwoordingen even zijn, hängen blijven. Wens ik dat deze message van jou kan ons aansporen. Aan te denken, meer effort aan te doen, wat doen we met onze kinderen, met onze nakomelingschap. We hebben schoof Bibelversen die ons dat klar betekenen, wat onze opgaven zijn en wo we immer weer kunnen onszelf herinneren en denken houden, wat we kunnen doen en wo ben een grote zegen is. We hebben de boodschap nagenomen, we hebben een paar dingen op een bulletin. En nächste zondag is een fellowship meal. Du war een China zondag top aan. Het zegt gemolnet Fleisch. Ik wil het lezen. Zegt, please bring ground beef, chopped up onions and peppers for disco, tortillas, Mexican salad, and upside down cake. If you have a dish we can use or have any questions, contact Louis and Marilyn or Jason and Gladys. So that's een ding voor next zondag. Next week, hostings families are Alvin Cornelsis, Dennis Friesens and Martin Claessens. En morgen is landmaaien hier bij school, klok 7. En vrijdag is de jugend waar Angelo te zingen. En dan hebben we hier nog prayer and praise items. We hebben beden voor de wetvrugers in onze kerk, dat die kan. En we hebben die niet te veel alleen lopen, we ons toe aan aansporen. En we hebben God danken voor den Heiligen Geest die ons immer weer laat victorious leven. En waar we beden voor de young people, jugend, dat die kan rechte entscheidungen treffen in hun leven. En er zijn veel entscheidungen wat ze alle dagen te treffen hebben, waar we beden dat God en wat kan leiden. En dan waar we ook voor John en Justina, Elias beden, die zijn nu gegenwärtig in Alberta, die houden door met. Ik weet niet of nu krijg de klassen zijn, maar ze arbeiten door met waar de 2 weken klassen zijn. Dat is zo weit. Oké, we hebben beden en dan gaan we weer gaan. Vader in Himmel, we danken die voor die genade en voor die lief. Vader, du bist, die ons den Geest schenken, dat we kan abgebuut zijn, dat we kan ons geleid voelen, we kan ons je lijf vuilen. Vader, du dank voor die ver en we danken die ook dat dien woord niet bloos ons leiden deed, maar dat ons ook begeleiden en zegenen deed. En Vader, we vragen van jou, want we willen kijken wat als voeders opgaan, dat u ons door en ook weer zegenen als voeders met vrede en met moed de opgave aan te nemen en uit te voeren. Bid dat u ons deze stehen hier sehen, in Jezus' naam. Amen. Father's Day, dan, zoals ik je zal zeggen, dan denken we aan de aanleider omheen. En zo, ik had het thema van der onze stad gesteld, de voeders ihre opgave, God zijn Segen wieder te geven. Dat kan vielmals vielleicht van de mama komen, maar de voeders ihre opgave, dat het alle een rechte ziel wordt hebben. En voordat dan denken we aan een leraar im huis, dan denken we aan einer die de roet geven deed, dan denken we aan einer die beschützen deed, en dan denken we ook aan
an einen, der belehren dat. Ich habe mit hier auch geschrieben. Einer, der traag leren dat, der traag begleiten dat. Dat is wat we aan denken, wat we aan een voerder denken. En dan, wanneer het ons opgehouden is aan deze dingen te kijken, dan brukt het dat we het extra tijd spenden en dat ons leren doen. Dat komt niet alle vanzelf. Als ik nadenk, dan dacht ik aan Lukas 15 kapitel, wo we deze geschichte hebben van de verlorene zeen, van den voerder. En ik dacht niet zozeer aan hen te denken wat de zeen alles tijd, maar den voerder zijn hoort. De voerder die wist dat zijn zeen weer verloren. Hij wist dat zijn zeen leeft niet naar dat wat raag weer. Maar hij geeft niet op naar deze jong te leren. Hij had een verlangen. Ik kan me niet anders voorstellen als alle dag beet hij dat deze jong een dag zal terugkomen. En dan als de jong terugkomt, dan zei we dat deze voerder, die heeft aan keine van de zin vergesmeten wat de voerder gedaan heeft. Keine van de fehler, van dat arg, van dat geld vermakelen, of wat immer, niets van dat hield de voerder den zin ver. Dat is een voerder hoort. Hij was zo vrouw dat deze jong zijn hart gebruiken wil. Hij wist dat deze jong die nu waren maken fresh dingen leren, hij would maken aan zijn leven persoonlijk schaffen. Dat wist de voerder alle. Maar hij wist dat deze jong die had nu dat gebruiken hart. En dat is wat deze voerder zeker deed. Hij merkt den waren de mank vallen. Hij merkt aan waren ze vallen dat hij einer van ons de alle weer. En zo aan je dacht aan een voerderhoort zijn als dat, want wie dat kan zijn te onze kinderen, onze toekomstschaft, dat is wat zij erwarten, dat is wat zij verleren. Die merken Fehler en die weten dat ze Fehler merken, maar wanneer dit hoort is, wanneer een gebrekkend hoort is, dat de kinderen erkennen dat de voerder die denkt niet aan dat wat geworden is, maar die denkt aan deze gemeenschap waar er met God op te komen. We lezen ons in 1 Mose 6 vers 9 dat Noah, dat we ook een voerder van jongens, en het zegt ons in dit afschnitt hier dat het weer een slechte tijd. Ik wil het even lezen. 1 Mose 6 vers 9 zegt, dit is de geschichte van Noah. Noah weer een gerechter man. Dat hebben we het eerste lezen wat van Noah gezegd wordt, dat hij weer een gerechter man. En dan zegt het, keiner kan hem in zijn tijd beschuldigen. Keiner kan hem irgendwas nu wezen dat hij recht weer. Noah leeft in gemeenschap met God. We zijn hier 3 dingen wat Noah deed. Hij weer een gerechter man. En hij weer zo gerecht dat keiner hem beschuldigen kan. En hij leeft in gemeenschap met God. Dat is wat Noah weer. Nou, wanneer we weer lezen, dan zegt het, hij had 3 zoons. En dan in vers 11 zegt het, en God zag, waarbij de mens het weer, en dat de eerd val van arachtet en aanbandjet leven weer. Dit zag God, en hij zag zijn gerechte man door. Dus gerechte Noah. En dan zegt het, hij zag dat alle mensen op de eerd schandhaft leefden. Vers 13. En God zei te Noah, ik heb bij mij besloten met alle mensen en dieren een eind te maken. De ganze eerd is vol van ihr aanbandjet leven. Nu wil ik aan aanbrengen en een eind met aanmerken. Met de eerd meer. So, we zijn dat in de tijd van Noah weer en had de 3 zoons en dat zegt de ganze wereld weer vol ongerechtigheid. Er was veel schwierigheid. Maar we zijn dat Noah en zijn zoons de leefden nu God zijn wel nu. En wo ik aan denk, dat Noah heeft tijd gespendet met zijn jongens dat weergeven wat God zijn wel weer. Wens dat zegt dat we zijn dat die worden geraad. En alle anderen worden niet geraakt. Hij had in de slechte wereld, waar veel ongerechtigheden weer, daar had hij zijn jongens geleerd oprechtig te zijn. Daar had hij zijn jongens geleerd te gehorchen wat God zijn wil is. En dat zegt dat we in een ongerechtige wereld vol van aanbandjet leven. Alle soorten erkenjet. Door maand weer dus Noah en trok zijn jongens op.
Wenn wir von der und checken, wie viele Dinge in der Welt fehlt, dann sagen wir auch, das ist eine eingereichte Welt. Das ist sehr viele Dinge, die nicht gut sind, die uns verdorben werden. Viele Dinge, die wir sein, was Familien einrichten und was alles wir sein. Aber sind wir diese Führer, was Noah wir? Leid wir unsere Kinder auf eine Weg, dass die auch geraten werden, so als Noah das. Die ganze Welt, alle Menschen, die zu der Zeit wären, die werden verdorben, wenn sie anbandet leben. Das sage ich nicht, was alles, aber das sage anbandet leben in Eierreich. Und so, wir können von diesem Noah sehr viel lernen. Haben wir auch in so einer Zeit, wo viel Eierreichtigkeit wir, wo viel Dinge wären, die nicht gut wären. Und durch man dort. Noah seine Jungs, ihre Freunde, wären Eierreichte. Aber Noah spent Zeit mit seinen Sehens und die werden gerat. 5. Mose 4, Vers 1 sagt, Moses riep all die Israeliten top und sagte an, nu horcht die Israeliten all die Gesetzen und Vorschriften von deren je sollen die Gott kennenlernen und die Krieg holen. Tiedspan in Gott sein Wort. Die Gott kennenlernen, nicht bloß von ungefähr, aber die Gott kennenlernen, Tiedspan, dass wir erkennen, was Gott sein Willen ist. Gott kennenlernen, dass wir weiten, was der Band ist. Dort, wo wir wollen kennen, rechte Entscheidungen machen. Dort, wo wir wollen kennen, rechte Anleitungen geben. Dort, wo wir wollen kennen, an die Kinder rechte Vorbild geben, dass sie wollen kennen, gerat sein. Psalm 78, Vers 3 und 8, da sagt es, was wir gehört haben und weiten. Das sind zwei Dinge, was wir gehört haben und was wir weiten. Und was unsere Väter uns verteilt haben. Was wir gehört, was wir weiten, was unsere Väter uns verteilt haben. Und dann geht es wieder an Vers 4 und sagt es, wir wollen den nicht geheim holen für unsere Kinder. Wir wollen denen dort vertrauen, die noch nur herkommen, in denen Herrn seine herrliche Wunderwerke, alles, was er tut, seine Gewalt gemacht, zu beweisen. Das, was wir nicht stillholen, das, was wir wollen. Das, was wir erkannt haben, was uns ist gesagt worden, was Gott ist. Was wir gelehrt haben, wo wir uns haben aufgegeben, was Gott sein Willen ist, das wollen wir nicht geheim halten. Das wollen wir wieder reden, das wollen wir wiedergeben. Vers 4. Er gab Israel ein Gesetz und stellt an Jakob ein Zeugnis vor und befuhl an ihre Kinder dort zu lehren. Befuhl an ihre Kinder dort zu lehren. Das ist, was Gott tut. Er befuhl uns, unsere Kinder dort zu lehren. Und ich glaube nicht, dass wir hier sind, dort nicht tun. Aber wenn wir denken an den Vatertag, das ist, wo wir uns an ermutigen und uns Mutter sprechen. Das ist, was er braucht, dass wir wollen glücklich sein, wenn unsere Kinder alle groß abgewachsen sind. Vers 6 sagt es das. So dass kommende Generationen dort auch weiten würden. Und dass sogar die noch wurden geboren worden, dort dann auch ihre Kinder sein würden. Das ist Gott sein Verlangen, dass das wird wiedergeregt worden. Er guckt nicht bloß hier nur uns persönlich zu raten, aber er guckt nur, dass unsere Nachkommenschaft wollen kann gerat sein. Dass die auch wollen kann das wiedergeben. Und du wirst sagen, was ich erst lesen, dass wir dass Gott kennenlernen, Gott sein Willen, Gott kennenlernen. Das wollen wir dort wollen kennen. Das wollen wir dort reich schaffen. Vers 7. Dann würden die auch alle vertrauen an Gott sagen und seine Worte nicht vergeten und würden seine Gebote holen. Wann wir das aber nicht wiedergeben, wann wir das nicht wieder verteilen, nicht das mitteilen, dort ist, wann die Nachkommenschaft nicht wird, sich an Gott seine Gebote holen. Wenigstens die weiten das nicht. Und dann würde es vielleicht sein, aber die kommen ja doch alle sind nach der Kirche und die sind manch uns Menschen und wo würde das danach fehlen? Die lehren ja das alle da. Aber viele von uns Menschen braucht das manchmal bloß eine persönliche Zeit.
Dat braucht, dat we maar met wem top zetten en ons van dort inhouden, ons van dort mitteilen. En dan in vers 8 sagt er, die worden nicht so stierkoppig in jenen Ohren sein als Erbbrüder, die im Hort nicht feststünden. Hier sagt er das Wort feststünden. Wir lassen uns erst vorher, dass wir das gut kennenlernen und das holen würden. Hier sagt er, die im Hort nicht feststünden, in Gott, auch nicht Gott vertrauen und in Jesus Gott nicht treu werden. Es sind mehrere Dinge, was passiert, und so nu dat Gott uns anspornen, hij spornt zijn volk aan, dat wieder te geven wat we gekregen haben. Und wenn ich hier über uns alle Frauen, haben wir mal an das Frieden mit Gott belebt, dann wird wir alle sagen, yes, weit was ich das voll, wir freuen uns ging es schein. Wir werden abgebüht und wir werden mutig und wir folgen Gott seinen Sehen. Und in Fall wir nachher filmen. Aber da kann so leicht, dass wir Dinge bloß nur loten tun, wenn es wieder tun. Und wir sind nicht bei der Sache, das wiederzugeben, so als wir so. Und wenn wir das wiedergeben, dann, dort ist, wo Gott sein Sehen ab unsere Nachkommenschaft was sind. Wir sagen vielleicht, wir schicken unsere Kinder in der Schule, durch die christliche Schule. Die Kinder kommen mit uns top in die Kirche. Das ist alles schön und gut. Als ich das so überdenken würde, nanloten würde, dann frage ich mich selbst die Frage, doe ich, was ich schuldig bin zu tun? Kom ich das nur, was meine Abgabe ist, was Gott sein wird, will haben, was ich soll tun? Da war mal ein Junge im Gefängnis, und als er im Gefängnis ist, dann kommt ein Priester an der Besuchen, und als er dann verteilt hat über verschiedene Dinge, dann fragt er des Mann, als er wird willig sein, nur seine Eltern zu gehen und um Vergebung fragen, für was er hat, was er tun, dass er nur im Gefängnis war und all das. Und an das Mann dort, er wankt nur die Eltern durch und redet mit denen, und der Führer, der kann auch halbwegs hastig Versöhnung kriegen, dass der Führer ist dann, okay, dann, wenn der Junge dafür fragen hat, dann will er dort vergeben. Und dann, aber die Mama sagt, der Junge hat uns so weit getan, da kann ich nicht vergeben. Sie haben so viel für den Jungen getan, und das ist, was sie dafür gekriegt haben. Und dann fragt das Mann, was sie dann extra getan haben. Dann fangst du an abzureden. Und das geht ans Führer kriegt so aus der Mama. Aber dann sagt sie, ich habe den immer Geld gegeben, von dem ich gefragt habe. Und ich habe den immer nun naar de stad, naar een sportsplatz geführt, wanneer dat wollen. Ik ga immer dat doen wat de jong wil gaan. En dit is wat ik dafür gekregen heb. En dan vraagt de man de vrouw, en hast nog wat gedaan? Nou, alles wat hij wil gaan. Is dat alles? Dat is alles wat hij gedaan heeft? En zo, dat is manchmal, we doen sehr Fan zijn zu onze kinderen. Aber hier so auf einmal dann sagt, dann das Mann redet wieder und fragt, wie viel hast den Jungen von Gott vertraut? Wie viele biblische Geschichten hast du ihn vertraut? Wie viel bist involviert warst mit sein Hort zu gewinnen? Na, dort hat sie nicht getan. Und dann auf einmal, dann wird die freiwillige was zum Vergeben. Aber dann wird sie nicht bloß willige was zum Vergeben, dann wird sie auch willige was, niemand ich nur den Jungen vor in dem besiegen. Eerst zei ze, ik wil er niet meer zijn, zo wat je aan het doen hebt. Maar nu wil je op eenmaal den bezeten. Nu wil je op eenmaal met den jongen reden. Nu zegt je op eenmaal. En zo, wanneer we van daar aan een Father's Day denken en aan wat we onze kinderen weitergeben, dan is het wichtig dat we niet bloß denken aan wo Feinde het im huis hebben, of wo veel we aan alle zaken geven. Maar dan is het zeer wichtig dat we niet denken aan hand onze kinderen, dat je heert dat we met eind hebben gebeten hebben. Hand aan zijn kinderen, dat je heert dat we eind hebben dingen opgezegd en erklärt waarom dat niet zo. Hand hij dat van ons geheerd. Wanneer geld wel van ons, hebben we eind plus gegeven, hebben we gezegd, dat is niet neidig, dat zit ons ongoedlich, dit wordt niet schaffen, voor dit geven ik geen geld.
Und dann auf andere Stelle, wenn die Kinder in die Geld kommen und dann uns das göttlich wird, dann erklären wir, das ist göttlich, wenn du Geld hast. Für das habe ich Geld. Hier kostet das hart. Wenn es das Worten Segen sind, für das Kind und für dort, wo das Kind mit das Geld tät. Das braucht das, dass das gelehrt wird. Und so, als ich schon sehe, als ich daran denke, dann fällt sich manchmal kalt, was einer das getan hat. Manchmal ist es so leicht, bloß das Geld geben und die Kinder jeder scheinen, und es geht alles scheinen, und das ist so leicht getan. Aber erst dort das reicht, soll wir das dort tun. Ich will nur nicht sagen, dass wir unsere Kinder immer sollen Geld geben, auch nicht sagen, dass wir überhaupt nicht sollen Geld geben. Aber dass wir diese Zeit nehmen und erklären, wo wen ich nee sei und wo wen ich ja sei. Denn dass das Kind versteht, die Segnungen, was Gott uns geben wird, dass wir die auf dem rechten Weg lernen, Rüte zu spreiten. Dass wir nicht bloß auf einmal fokussen, wo viel wir von den Kindern getan haben, aber dass wir auch weiten, wir haben und nur den Herrn gewesen mit dort, was wir weiten, was uns ist gesagt worden, was wir gelesen haben, was wir verstehen können, das haben wir wieder geredet. Und das ist so leicht, dass bloß sein, oder gehen in eine christliche Schule, das wird alle gelehrt, das ist fein. Das ist auch sehr fein, das ist alles sehr scheinen gut. Aber ich glaube, wenn Gott uns Kinder anvertraut, dann ist es wichtig, dass wir dort auch wiedergeben, was sie wollen ist. Wenn wir lesen dann in Sprüche 14, Vers 26, du sagst, wer den Herrn fürchtet, kann sich ab Arm verloren. So, das ist uns alle verständlich. Dort gleich wie. Wir gleichen es ab den Herrn zu verloren und wir gleichen am dich bitte sein. Dann sagt es wieder, dort wird für seine Kinder ein Schutz sein. Wenn wir uns ab den Herrn verloren, wenn wir den Herrn fürchten, dort wird ein Schutz sein für unsere Kinder. Dort wird unsere Kinder beschützen. Wo wen, krijgt ze zich al zet, dan wanneer ons komt wat vrij aan geld, nog wegvoeren, whatever het is, dat zullen we antwoorden directen. Wens wir fürchten den Herrn, wir wollen nicht, dass sie sagen, gehen wo Trouble mehr, wir wollen nicht, dass sie sagen, klick alltid wieder an. Dat zullen wir antwoorden begleiten, dat zullen wir antwoorden Ruth geben, und sie wollen wollen horchen über dem. Vers 27 sagt es, den Herrn fürchten ist eine Lebensqual und bewahrt einen Mann für die Todesschläge. Ein anderer wird ja sein, für den Feind seine Gelegenheiten uns zu versehen, uns zum Fall zu bringen. Den Herrn fürchten ist eine Lebensqual. Das bringt Leben. Das erfrischt uns. Das gefällt an dem Herrn, wenn wir am segnen. Und dann in Johannes 1, Vers 17, da sagt es ist das. Das Gesetz wird durch Moses gegeben, und dann sagt es wieder, es ist das. Aber Genug und Wahrheit kommen durch Jesus Christus. Und das, was wir gehört haben. Das, was wir lernen. Das, wo wir uns mit beschäftigen. Das, was der Schutz ist für unsere Nachkommenschaft. Wir lassen uns hier schon, dass wir nicht bloß für die, was hier nu von der und ran sind, die Kinder, was wir von der und haben, aber das sage ich für die, die noch geboren worden und danach, dass die auch das wollen wiedergeben. Ich habe nicht das eine Message und mir wird die dann sehr wertvoll. Und das Jüngste ist das, dass unsere uiterlijke Regeln, kann das sein, dass wir die nicht bloß alle gleichzeitig wegschmieden. Wenn du als ein Schutz bist, du als ein Schutz bist, was Gott brauchen kann, um unsere Familie der rechte Weg leiten. Wenn wir keine so eine Dinge, Regeln oder irgendwas haben, und wir glauben, wir können das alle darum tun, und das kann vielleicht schaffen, aber sehr vielmals, wenn wir keine Ordnung haben, dann weiten die Kinder auch nicht, wo der Krieg soll sein. Und dann, wenn die ist abgewaschen sind, was wollen sie ihre Kinder lernen? Und dort sind dann unsere Großkinder, ihre Großkinder. Was wollen die dann wiedergeben? Und dann, ein Ding, was wir klar haben, mit den üterlichen Dingen, die sind nicht, was uns raten. Die raten uns nicht.
Aber der braucht wir, dass wir können ein glückliches, ein ordentliches Leben wieder leben und wiedergeben. Dort unsere Kinder, was Gott uns anvertraut hat, wollen ein rechtes Gefühl kriegen von ein Christen, rechte Einstellung für Christus zu leben. Nicht, wenn wir so eine Kleider brauchen, oder wenn wir so eine Kirche fahren, dort wo wir Christen sind. Das ist ein persönliches Ding. Und wenn sie dort können begreifen, dann können sie dort auch weiten, die Dinge, wo wir dort haben, wo wir Dinge tun, die tun wir bloß, wenn es dort schafft, dann besser. Aber dort ist nicht, was uns raten wird. 3. Johannes 4 sagt es dort. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder nur die Wahrheit in Christus leben. Wie früher würden alle sein, das ist, was meine Freude ist. Das ist, was mir gefällt zu sein. Das ist, was ich sein will. Dass meine Kinder ein Verlangen haben, in Christus zu leben. Das gefällt uns. Das ist uns Verlangen. Und so dann braucht es, dass wir uns anspornen, dass unsere Gedanken, die Verantwortung ist unsere. Gott seinen Segen wieder zu geben, nur unsere Nachkommenschaft. Das ist der Furcht ihrer Abkunft. Gott seinen Segen, was wir gekriegt haben, wieder zu geben. Sprüche 2, Vers 10, der 12 sagt, wenn die Weisheit in das Hort kommt, in denen Seil eine Freude und Erkenntnis gelehrt hat, wird der Versach die bewahren. In den Verstand wird die dabei halten. Dort wird die halten, von beiset Leben wach zu bleiben und auch von den Mann, der verkehrte Dinge redet. Dort wird uns beschützen, wenn wir uns tun halten. Wenn wir uns in Weisheit üben, und dort, was Gott sein Willen ist. Wenn Gott uns bewegt hat und uns gesegnet hat, wenn wir dort wiedergeben, dann wird dort auch kein wiedergegeben werden von unseren Kindern. Und wir wollen, dass das Segen wiedergehen wird, was Gott uns gegeben hat, dass er nicht wird bei uns dort mit unseren Kindern, die nicht wollen, beleben können. Das so eine Freude mit den Kindern zu setzen und zu sein, wo Gott ihre Horten hat aufgemerkt und wo Gott anfängt, ein Erleben zu schaffen, wo sie wollen für den Herrn leben. Das jetzt scheint. Und das ist eine Freude. Und diese Freude, die will Gott, dass er wiedergeht, dass unsere Kinder, Großkinder, und dass die alle diese Freude beleben. Wir würden gleichen, und da würde uns vielleicht leicht sein, wenn das alle von selbst wird kommen. Wir würden das einmal sein, dann würde es vorig sein. Das ist, was wir würden gleichen. Aber das ist nicht, dass es schaffen nicht. Das wir bloß an uns selbst kicken, wir sagen, dass wir leicht auf einmal Dinge hängen lassen. Wir kennen, wir weiten die. Und weil es wieder weiten und gleich wir wollen, wird das all automatisch wieder ran. Aber hier sagt, dass Gott uns anspornen, dass wir uns an sein Willen üben, dass wir das wiedergeben, was Gott uns gegeben hat, das Psalm 78 uns sagen wird. Möchte Gott jünd alle nur sein und segnen, und dass wir können Führer sein, was Gott sein Willen wiedergeben, und dass der Segen, was Gott gegeben hat, was kann für unsere nächste Generation wieder gehen.